die einen so langen Vorlauf gehabt hat. Wir sind im letzten Herbst gestartet und das hatte einen besonderen Grund. Ich habe ihn eingangs schon genannt. Wir treten nicht nur an für mehr Geld, sondern wir treten auch an für qualitative Forderungen, für Solidarität, für mehr Mitbestimmung und für mehr Zukunft für die jungen Leute. Und aus der Geschichte von Tarifauseinandersetzungen wissen wir, das ist immer ein schwerer Weg, wenn man zusätzliche qualitative Forderungen stellt. Wir haben gesagt, wir wollen ganz bewusst mit den Belegschaften diskutieren, ob wir bereit sind, gemeinsam in eine solche Auseinandersetzung zu gehen. Und wir wissen alle miteinander, wenn man eine solche Forderung stellt, oder anders gesagt, wer die Lippen spitzt, der muss nachher auch pfeifen können. So, und deswegen haben wir uns sehr genau überlegt, ob wir die Themen aufgreifen, weil ich will daran erinnern, wir kommen aus einer schweren Krisenentwicklung und wir sind schnell in eine sehr gute Situation gekommen im Jahr 2011, gerade weil die Belegschaften ausgezeichnet gearbeitet haben und weil die IG Metall mit der Krise der solidarischen Belegschaften Vorschläge gemacht hat, wie man diese Krise überwinden kann. Mit Kurzarbeit, mit Konjunkturprogrammen, mit Programmen, Abwrackprogrammen für die Autoindustrie, damit die stabilisiert wird. Das war die Voraussetzung, unsere Vorschläge für das außerordentliche, erfolgreiche Jahr 2011. Und deswegen lassen wir uns von den Arbeitgebern nicht vorwerfen, dass wir nur in den Rückspiegel gucken und nicht auf die aktuelle Situation eingehen. Wir kennen um die gute ökonomische Situation in der Branche und deswegen sagen wir, 6,5% Zukunft und Solidarität ist richtig. Und Kolleginnen und Kollegen, ich will die Zahl noch mal nennen. 40 Milliarden Gewinnverteilung im letzten Jahr an die Arbeitgeber. Und jetzt regen Sie sich auf, dass wir sagen, wir wollen davon auch was haben. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Und ich will die Stichworte, die im Verlauf der Debatte von Ihnen gekommen sind, noch einmal sagen. Sie spielen uns aus. Sie machen Vorwürfe. Ich will das Thema nehmen, weil ich es unsäglich fand. Die Jugend spricht sich für mehr Zukunft aus. Der Präsident von Gesamtmetall redet von den Rattenfängern von Hameln und beschimpft ihr. Ich will nur noch mal sagen, wer solche Beispiele bringt, der kennt die Geschichte des Rattenfängers von Hameln nicht. Das heißt nämlich, dass dort eine Leistung gemacht wurde und die Leistung nicht entlohnt wurde. Der Rattenfänger hat die Stadt Hameln von einer Plage befreit. Und dann wollten die Pfaffen und die Pfeffersäcke in Hameln ihn nicht bezahlen. Und dann ist er mit den jungen Leuten woanders hingegangen, weil die gesagt haben, woanders ist es besser, da finden wir bessere Ausbildungsplätze. Das ist die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln, Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sagen wir in Richtung der Arbeitgeber, hört auf mit solchen abscheulichen Vergleichen, sondern setzt uns mit uns an den Tisch, verhandelt und bringt anständige Ergebnisse. Das, was ihr gebracht habt, ist unakzeptabel. Angebot. Ich will darauf hinweisen, 6 Monate sind wir jetzt mit Ihnen zugange. Sie hätten lange Chancen gehabt, in der Friedenspflicht mit uns zu einem Ergebnis zu kommen. Gestern und vorgestern, Donnerstag und Mittwoch, haben Sie uns in Berlin und in Dresden dann Ihr sogenanntes Angebot überbracht. Zum Geld ist Ihr Angebot 3% für 14 Monate und das heißt auf ein Jahr gesehen 2,57%. Das heißt, Sie bieten uns gerade einmal bei einer ökonomisch sehr guten Lage den Ausgleich der Inflationsrate. Das ist nicht akzeptabel, das ist eine Provokation, Kolleginnen und Kollegen. Und den Gipfel der Frechheit haben dann die sächsischen Arbeitgeber darin besessen, dass sie gesagt haben, naja, aber wir sollten mal froh sein, dass sie so hoch angegangen sind, weil eigentlich muss man aus der Inflationsrate die Lebensmittelkosten und die Energiepreise rausrechnen. Ja, wo leben die denn eigentlich? Das ist doch das, was unsere Kolleginnen und Kollegen am meisten
in den Geldbörsen drückt. Genau das wollen wir haben und wir wollen noch mehr. Wir wollen eine Beteiligung an der Produktivität, die herausgearbeitet wurde, an den Reichtümern, die erwirtschaftet wollen. Die Belegschaften wollen beteiligt werden. Und zu den qualitativen Forderungen, Kolleginnen und Kollegen. Also mehr Mitbestimmung und unbefristete Übernahme. Ist Ihre Antwort ein glasklares Nein? Im Gegenteil. Sie sagen zu uns, das ist ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit, die Sie sich nicht nehmen lassen wollen. Sie sagen, verhandelt doch IG Metall mit den Leiharbeitsverbänden über Branchenzuschläge. Das beachten wir wohlwollend, aber ansonsten haben wir mit der Thematik weiterhin nichts zu tun. Und um den Gipfel aufzusetzen, Kollegen, Sie kommen um die Ecke und sagen, ja, aber wenn jetzt Branchenzuschläge kommen in der Leiharbeit, dann wird es ja für uns Arbeitgeber teurer. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das auch in der Lohnrunde noch mit behandeln. Das drängt ihm fast den Boden aus, Kolleginnen und Kollegen. Wir weisen das deutlich zurück und wir sagen, wir lassen uns nicht spalten. Solidarität gehört dazu und deswegen treten wir an, auch mit den Leiharbeitsbelegschaften. Ich kann euch leider nicht ersparen, mitzuteilen, dass Sie zu diesem Thema mit Gegenforderungen antreten. Sie sagen nämlich, wenn, und ich bitte euch ausdrücklich, tragt das in die Betriebe, in die Belegschaften, aber stellt euch auch, nehmt euch mal eure Arbeitgeber, eure Betrieblichen vor. Sie sagen uns, wenn die IG Metall mit der Leiharbeit die Flexibilität einschränkt, dann brauchen wir an anderen Stellen mehr Flexibilität. Und Ihre Vorstellung von mehr Flexibilität ist Arbeitszeitverlängerung. Bis zu ein Viertel der Belegschaft soll 40 Stunden arbeiten können und eine Verlängerung der sachgrundlosen Befristung auf 30 Monate. Das sind Ihre Ideen auf unsere Forderungen, Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sage ich, wer Schlitten sät, wird Sturm ernten. Das wird ab Montag, ab Dienstag am 1. Mai und dann ab Mittwoch in den Warnstreiks eine deutliche Antwort finden. Und dann lasst mich den wichtigen Punkt der Zukunftssicherung sagen. Auch da, ich habe es schon gesagt, ist Ihre Antwort nein. Die unbefristete Übernahme wollen Sie ums Verrecken nicht, im Gegenteil. Auch da haben Sie eine wirklich unverschämte Gegenforderung aufgemacht. Sie sagen, Sie wären ja bereit, etwas für die sogenannten Benachteiligten zu tun, die Schwierigkeiten haben, in die Ausbildung reinzukommen. Und dann gehen Sie her und spalten die jungen Leute, die vielleicht mit schlechteren Schulabschlüssen reinkommen und gerne rein würden in der Ausbildung, gegen unsere Auszubildenden, die sagen, wir wollen eine unbefristete Übernahme. Sie sagen, wir bieten ja an, mit euch gemeinsam IG Metall was zu machen für die Benachteiligten, aber nur, wenn ihr auf die unbefristete Übernahme verzichtet. Und das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, Kolleginnen und Kollegen. Wir lassen uns an der Stelle nicht ausspielen. Wir sind für die unbefristete Übernahme. Und Kolleginnen und Kollegen, danke euch. Wie heißt das? Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Das ist genau der Punkt, an dem wir sind, Kolleginnen und Kollegen. Wir lassen uns die Zukunft nicht klauen. Wir wissen, wir haben in Sachsen inzwischen Betriebe, da kannst du eine Banderole übers Tor hängen. Herzlichen Glückwunsch, nächsten Monat wird unser Jüngster 50. So geht's nicht. Wir brauchen die jungen Leute in den Betrieben, wir brauchen die Zukunft. Deswegen treten wir in dieser Runde an für Teilhabe, für Solidarität, für Zukunft. 6,5